Servus. Ja, unser Thema heute ist etwas, das bestimmt jeden von uns interessiert, was auch für jeden wichtig ist. Da wird es keinen Menschen auf der Welt finden, dem wo das nicht interessiert. Eigentlich ist es das große Ziel von uns alle, aber man macht sich doch wahnsinnig wenig Gedanken drüber. Und zwar geht es heute ums Glücklichsein, um die Zufriedenheit. Und da will ich euch sagen, wie ich das mache, was ich mir da für Grundsätze gesetzt habe, wie ich darüber denke und wie ich auch euch helfen kann, indem ich euch meine Gedanken sage, dass vielleicht ein bisschen glücklicher werdet. Okay, für mich ist Glück was, wenn man es genau betrachtet, muss man es eigentlich in zweierlei Sachen aufteilen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Glück. Das ist wichtig zum Wissen und die zwei Arten will ich euch jetzt einmal zeigen. Ja, also die eine Art von Glück, das ist so dieses Offensichtliche, wo jeder kennt, wo man sagt, da ist gut gelaufen, da haben wir Glück gehabt, das war ein Glück für mich. Das ist jetzt, sagen wir mal, wenn ein Sportler ein Spiel gewinnt, dann ist er glücklich. Oder wenn jemand frisch verliebt ist und irgendwen kennengelernt hat, wo er meint, das kann was werden, dann ist er eine Zeit lang auf Wolke 7, rosarote Brille, da ist er glücklich. Oder was gab es noch für Beispiele? Wenn sich jemand irgendwas Neues gekauft hat, irgendwas, wo er schon lange haben wollte und jetzt taugt es ihm und dann ist er glücklich. Das ist die eine Seite vom Glück. Solche Erfolge halt, wo man sich momentan freut, aber die haben halt alle einen großen Nachteil. Das ist alles vergänglich. Das hört alles wieder auf. Das ist nur so ein Glücksmoment, das kommt vom Hirn, das ist so gesteuert, das ist schon immer im Menschen oder wahrscheinlich sogar in alle Lebewesen drin, dass das Glück eben nur begrenzte Zeit hält. Stellen wir uns vor, in der Steinzeit zum Beispiel, wenn der Mensch jetzt gesagt hätte, jetzt habe ich ein Glücksgefühl gehabt und jetzt ist gut und jetzt mache ich nicht mehr, jetzt gebe ich Ruhe, das hält für ewig her, dann war der wahrscheinlich, hätte er nicht lang gelebt, war er vielleicht verhungert oder vom Säbelzahntiger gefressen worden. Also das ist schon Absicht. Unser Hirn ist schon so programmiert, dass solche Glücksmomente nicht ewig anhalten. Dass man praktisch immer nur an so einen Dopaminschub kriegt und, oder Endorphin, wie auch immer das heißt. Ich bin jetzt kein Neurologe, aber ihr wisst, was ich meine. Man erreicht irgendein Ziel, das Ziel ist erreicht, man ist happy, aber dieses Glücklichsein, das ist eben das, was nur eine Zeit lang hält. Und das muss man wissen. Man hat Glücksmomente, manchmal kürzer, manchmal länger, aber das hält halt nicht ewig. Sagen wir mal, Deutschland wird jetzt heuer Weltmeister, glaube ich nicht, aber kann ja passieren. Dann freuen wir uns alle ein paar Stunden. Manche Hardcore-Fans vielleicht ein paar Tage, aber für die ewige Glücklichkeit wird das nicht reichen. Irgendwann ist es wieder vergessen und irgendwann haben wir andere Sorgen. Das Leben geht einfach weiter. Das Glück, diese Glücksmomente, der Erfolg, das macht nicht für immer glücklich. Ja, also, wie gesagt, diese Glücksmomente, diese Erfolge zeitlich begrenzt, das ist das eine Glück. Aber es gibt für Menschen nur ein anderes Glück. Eine zweite Art, die man vielleicht nicht gleich so offensichtlich sieht, aber die einen viel geben kann und die wo eigentlich, wenn man es genau nimmt, mehr ausmacht von dem, wie glücklich und zufrieden dass wir sind, wie diese erste Art mit den Glücksmomente. Das ist was, wo man ein bisschen genauer schauen muss, wo man vielleicht nicht auf den ersten Blick so sieht, aber wenn man mal in Ruhe drüber nachdenkt, dann kommt man schon drauf, dass es eine andere Art von Glück gibt, eine andere Art,
die dem Leben Glück, Zufriedenheit und vielleicht sogar ein bisschen einen Sinn gibt. Also das Glück, wenn man zum Beispiel zufrieden ist mit dem, was man hat. Das Glück, wenn man rausgehen kann, irgendwas, wo jetzt keinen materiellen Wert hat und trotzdem super ist. Die frische Luft zum Beispiel. Wenn man an Leute denkt, die man mag, wenn man einen Freund hat, wo man weiß, dass man sich darauf verlassen kann. Solche Sachen machen auch glücklich, vielleicht mehr glücklich wie so Glücksmomente. Also moralische Sachen machen glücklich. Moralische Sachen, wie es zum Beispiel von den 10 Gebote vorgeschrieben werden, dass man ehrlich ist zu den anderen, dass man nicht lügt und dass man das, was man braucht, sich nicht einfach nimmt von anderen, dass man nicht stehen tut, dass man sein Geld und seine Existenz verdient mit ehrlicher Arbeit, wo zum Nutzen ist für uns alle. So Sachen halt. Das macht vielleicht mehr glücklich im Inneren wie manch andere Sachen, da wo man die ganze Zeit danach strebt und die eigentlich nur kurzfristig glücklich machen und nicht auf Dauer. Ja, und natürlich auch, was wahnsinnig glücklich macht und für uns gut ist, wenn man mit sich selber zufrieden ist. Wenn man weiß, man ist nicht perfekt und man wird es auch nie sein, wenn man weiß, dass man alt wird und irgendwann sogar sterben muss. Und wenn man sich damit abfinden kann und zufrieden ist und ganz, sage ich mal, ein großes Unglück ist natürlich, wenn einer mit sich selber und die Art, wie er ist, gar nicht zufrieden ist. Darum wahnsinnig wichtig, jeder, egal wie er ist, soll schauen, dass er als erstes Mal mit sich selber im Reinen ist, dass er mit sich selber zufrieden ist und dass er sich selber mag und dass er sich selber akzeptiert. Das ist auch ein großes Glück. Natürlich kann man nicht immer nur happy sein. Es passieren auch Sachen im Leben, die nicht schön sind. Unglück, das gibt es in jedem Leben, weil das Leben ist Veränderung. Das Leben ist nie fest. Im Leben werden sich immer Sachen verändern. Alles ist irgendwie vergänglich. Wir selber sind vergänglich. Irgendwann werden wir tot sein. Sind wir nicht mehr da auf der Welt. Das ist normal. Aber auch da ist eben so, wenn man damit umgehen kann und wenn man das akzeptieren kann, ist man glücklicher, wie wenn einem das riesen Sorgen macht. Es ist sowieso unausweichlich und es bringt jetzt nichts, wenn man sich darüber jeden Tag Sorgen macht. Lieber sollte man die Zeit genießen, wo man jetzt hat und akzeptieren, dass das halt so ist. Alles ist vergänglich, ich bin vergänglich, du bist vergänglich. Vergänglichkeit, das trifft wirklich alles und jeden. Ja, wie gesagt, wenn man da mal drüber nachdenkt, was dieses Glück wirklich ist, diese Glücksmomente vergleicht mit dem Glück, das man haben kann, langfristig, wenn man zufrieden ist, wenn man akzeptiert, wie das Leben ist, wie man selber ist, wenn man was tut für andere und sich dabei wohlfühlt, dann sieht man schon, dass das zweite Glück eigentlich das Wichtigere ist. Und wenn man dann das so denkt und merkt, was wirklich glücklich und zufrieden macht, dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, dass man nicht mehr so gierig ist, weil es eh nichts bringt, weil man da streben kann nach alle möglichen materiellen Sachen, wo glücklich machen oder sonst was. Oder dass man Wünsche haben kann, die wo einen fast schon das Hirn vernebeln, vor lauter vielleicht
Gier oder haben wollen, was da dahinter steckt. Und dass man aber merkt, dass das eigentlich zu nichts führt, das ist ja ein Sackgassen. Das wirkliche Glück, das liegt woanders. Das liegt da, dass man mit weniger zufrieden sein kann oder einfach mit dem zufrieden sein kann, was man hat. Ich weiß nicht, ob ihr Gstanzl noch kennt. Gstanzl, das waren früher so kleine, gesungene Weisheiten. War früher sehr populär, das gibt es jetzt heutzutage fast gar nicht mehr. Das ist ein bisschen außer Mode gekommen. Nicht alles ist mit in die Internetzeit gesungen worden und das ist jetzt was, wo da irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Aber das hat in Bayern eine große Kultur. Früher haben die Leute Gstanzl gesungen und die haben immer irgendwas Lustiges gehabt, mit einem ernsten Hintergedanken. Und mit so einem Gstanzl-Text will ich jetzt auch abschließen, das Video, weil es da eins gibt, das wo wirklich super zu unserem Thema passt und das nur mehr auf den Punkt trifft. Und zwar geht es so: Für die Zukunft wünsche ich mir gar nichts, sonst bin ich bloß enttäuscht. Ich bin schon froh, wenn ich mich kratzen kann, da wo es mich beißt. Danke.